Rapunzel, ein Verzähl von der Brüder Grimm. Da war mal ein Mann und eine Frau, wo sich schon lange ein Kind gewünscht hatte, aber nie eins bekommen. Endlich hat aber die Frau ein Kind geworden. Diese Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleiner Laden, wo sie davon draußen Garten von einer Hex sehen konnte. Der Garten war voll mit aller Sorte Blumen und Kräuter, aber niemand hat riskiert, in der Garten reinzugehen. Und da hat die Frau am Laden gestanden und hat hinausgeguckt. Da hat sie wunderschöne Rapunzel auf einem Ländchen gesehen und hat Lust noch denen geriet. Sie wusste aber, dass er kein davon bekommen konnte, und deswegen ist er angefangen schwach und der zu werden. Ihr Mann hat sich endlich verschrocken und hat sie gefragt, was dann passiere. Ei, ich kann kein von der Rapunzel aus dem Garten hin in unserem Hause essen kriegen. Deswegen muss ich sterben. Der Mann, wo sie euch gern hat gedenkt, es kann kosten, was es will, aber ich werde meine Frau ein paar Rapunzel anschauen. Dann ist er abends ewig der Hochmauer gekravelt und hat in aller Eile eine Handvoll Rapunzel ausgerobbt und seiner Frau gebrummt. Die Frau hat sich gleich sauer damit gemacht und es begierig aufgefressen. Das hat ihr aber so gut geschmeckt, dass er der andere Tag noch 3-mal so viel Lust bekommen hat. Der Mann hat gesehen, dass kein Ruhe kommen tät, dann ist er nochmal in der Garten gegangen. Er hat sich aber gewaltig verschrocken, wie er die Hex gesehen hat, da stehen. Sie hat dann wurig geschreit. Du wirst in meine Garten kommen und davon stehlen. Der Mann hat sich entschuldigt so gut wie er konnte beim Sohn, dass sein Frau ein Kind umworden wär und wie gefährlich es wär, er nicht zu geben, was er wollte. Wenn es so ist, sagt die Hex, dann kannst du so viel Rapunzel mitnehmen, wie du brauchst, solange dass du mir das Kind geben wirst, wo dein Frau jetzt am Warten ist. Vor Bang hat der Mann alles zugesagt, und wie die Frau das Kind geboren hat, ist die Hex gleich zum Vorschein gekommen, hat das Kind Rapunzel genannt und es mit sich fortgenommen. Die Rapunzel ist das schönste Kind und nicht das Sohn geworden. Wie sie aber 12 Jahre alt war, hat die Hexe in einen hohen Turm eingeschlossen, wo kein Teer und kein Treppe hat, nur bloß ganz oben ein kleines Ladechen. Wenn die Hexe dann hingehen wollte, hat sie sich unten hingestellt und hat gerufen. Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar runter. Die Rapunzel hat aber prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold, und wenn die Hexe so gerufen hat sie losgebunden, oben um einen Laden gewickelt und dass sie 7 Meter runterfallen gelassen. Die Hexe ist dann aufgeklettert. Und da ist ein junger Königssohn durch den Wald gekommen, wo der Turm gestanden hat. Der hat die schöne Rapunzel oben am Laden stehen gesehen und gehört, wie sie mit so einer süßen Stimme gesungen hat, dass er sich ganz verliebt hat. Da war aber kein Teer am Turm und kein Leder, wo so hoch reichen konnte, so ist er in Verzweiflung fortgeritten. Jeder Tag ist er aber zurückgekommen, bis er einmal die Hex kommen gesehen hat und gehört hat, wie sie sagt. Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar runter. So hat er gesehen, mit was für Leder man in den Turm kommen konnte. Er hat die Worte gemerkt, wo man sprechen musste, und an einem Tag, wie es dunkel war, ist er an den Turm gegangen und hat aufgesprochen. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar runter. Da hat sie die Haar losgemacht und, wie es unten war, hat er sich dran festgemacht und ist aufgezogen worden. Die Rapunzel hat sich am Anfang verschrocken, aber bald hat der junge König so gut gefiel, dass er von ihm verlangt hat, er sollte jeden Tag kommen und raufgezogen werden. So haben sie eine gute Zeit lustig gelebt, und die Hex hat nix ausgefunden, bis ein Tag die Rapunzel ihr gesagt hat. Sag mir doch, Frau Godel, mein Kittelchen wäre mir so eng und wolle nicht mehr passen. Ach, du gottloses Kind, sagt die Hex, was muss ich von dir hören? Und sie hat gleich gemerkt, dass er bedroht war und hat gerast. Da hat sie der Rapunzel ihr schöne Haare geholt, so ein paar Mal um ihre links Hand gewickelt, ein Schere gegriffen und mit der rechten Hand sie ritsch abgeschnitten. Danach hat die Hex die Rapunzel in ein wüstes Land geschmissen, wo sie arg schlecht gelebt hat und, wie ein Weil rum war, Zwilling geboren hat, ein Bubchen und ein Mädchen. Aber noch derselbe Tag, wo sie die Rapunzel weggetrieben
hat die Hex abends die abgeschnittene Haare oben am Haken festgemacht. Und wie der Königssohn kam ist, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar runter, hat sie die Haare runterfallen gelassen. Der Prinz ist raufgekommen und hat sich erstaunt, wie er anstatt seiner geliebten Rapunzel die Hex gefunden hat. Weißt du was? Sagt die Hex. Die Rapunzel ist für dich für immer verloren. Da ist der Königssohn ganz verzweifelt war und ist aus dem Turm gehupst. Sein Leben hat er behalten, aber die 2 Augen hat er wehgeredet und ist blind war. Traurig ist er im Wald rumgelaufen, hat nix wie Gras und Wasser gegessen und hat nix wie Brille gemacht. Paar Jahre später ist er zu einem wüsten Land gekommen, wo die Rapunzel elendig mit ihren Kindern gelebt hat. Er hat ihre Stimme gekannt und in dem selbigen Augenblick hat sie ihn auch gekannt und hat sich um seinen Hals geschmissen. 2 von ihren Tränen sind in sein Auge gefallen und da sind sie wieder klar geworden und er konnte sie sehen wie sonst. Wenn du das gern gehört und gelesen hast, vergiss nicht ein Like zu lassen. Und wenn du immer mehr Hunsrückisch lernen willst, dann zeige den Kanal und stell das Glöckchen an. So tust du die neuen Videos nicht verpassen. Du kannst auch den Kanal unterstützen durch unsere Katharse-Kampagne oder mit einer spontanen Abgabe durch Pix oder PayPal. Und warum folgst du mir auch nicht auf Instagram? Da tue ich manchmal auch etwas postieren. Dankeschön und bis bald.